Zwischen meine beliebte Werk von Peretzen ist die Erzählung Shalom Bayis. Für was? Weil in ihr bringt Peretz zwei Elementen von seiner Kritik von jüdischem Leben. Und das ist die Unterdrückung von der jüdischen Frau in jüdischem Leben. Das heißt, ihr sein Chutz, Michutz, Jiddisch lernen, Jiddisch wissen und so weiter. Aber euch die Umrecht zum poscheten jüdischen Arbeiter, zum poscheten Prostenvolk, was mutschet sich, was will sein gut, was will kennen, was will tun die Mitzvahs und was man halt sie unterdrückt und beavelt, weil man lernt sie nicht und man gibt sie nicht die Möglichkeit zu kennen und wissen. Und durch die Erzählung hebt Peretz auf zwei sehr wichtige Probleme, was wir wollen schmussen wegen sie zum Sof. Lassen wir früher lernen zusammen. Und wir wollen euch reden wegen sein Stil. Gedenkt, Peretz ist kurz, scharf. Gezählte Wörter geben uns sehr ein klar Bild. Man darf nur hereintrachten, sieht man, wo geht mit dem. Chaim ist ein Träger. Als geht durch die Gas eingehäukert unter den Kastenschreure, sieht man ihm nicht heraus. Es dacht sich, als der Kasten geht allein auf zwei Fies. Das schwere Atmen hört sich doch von Weitens. Doch. Und legt ab die Last, bekommt seine etliche Groschen, gleicht sich aus, atmet stark ab, bindt ab die Polis, wischt sich ab dem Schweiß vom Ponem, geht gleich zum Brunnen, tut ein paar Schlung Wasser und läuft in Häufer rein. Stellt sich neben der Wand, häupt auf dem Riesenkopf so, als der Spitz von Bord mit der Nase mit dem Daschik von Hitler kommen aus auf ein Schettach. So, ruft, Chane! Von unter dem Dach öffnet sich ein kleines Fenster und ein klein weiberisch Käppel in einer weißen Chippig entwirrt. Chaim? Das Volk guckt sich ganz zufrieden an. Die schreien ihm Sorgen, als sie kätschgen sich. Chaim warf darauf sein Verdienst, eingewickelt in ein Stück Papier. Chane habt es in der Luft. Es ist ihr nicht das erste Mal. Aber ihr Niffle macht Chaim und hat gar kein Geschick nicht wegzugehen. Geh, Chaim, schmeichelt sie. Ich kann mich nicht rühren vom kranken Kind. Ich hab zugestellt, das Wiegel zu kommen. Mit der Hand schäum ich und mit dem Fuß wieg ich. Was macht es, Nebuch? Besser. Geläubt zu Gott. Und Henne? Bei der Nähterin. Jossel? In Cheder. Chaim los zurück auf die Bord, geht weg und Chane guckt ihm nach, bis wird verschwunden. Donnerstag und Freitag dauert es länger. Wie viel hast du da in dem Papier, fragt Chane. 22 Groschen. Ich hab meure, es ist wenig. Was darfst du denn, Chane? Für ein Sechser schmier ich zwar ein Kind, für etliche Groschen Licht. Challe hab ich schon, Fleisch euch und das haben Pfund. Nu, Bronfen auf Kiddisch, heim darf man noch etliche Dränglach. Dränglach will ich dir schon schaffen, es muss sein auf dem Markt. Darf ich noch, und sie rechnet aus, was sie darf, noch als auf Schabbos, sof bleibt, als man kein Kiddisch machen über Challe, und als so eine Sachen ist es ganz leicht zu begehen. Der Iker ist, wenn
menschlich, euch salb vom Kind. Und von deswegen, als Gott hilft, die Kinder seien gesund, die Menschen leichter nicht versetzt, befragt, ob es ist da noch eine Kugel, hat das per Volk gar a freilichen Schabbes. Vor dem Chane ist a Berge Nifle zum Kugel. Ständig fällt ihr etwas. Da Mehl, da Eier, da Fetz und zum Sof kommt heraus a fetter, a süßer, a mechaidiger Kugel, zergeht mamisch in alle Eiferen. Das kocht der Malach, sagt Chane und schmeichelt von Naches. Oh ja, a Malach, a wade a Malach, lacht Chaim. Du meinst, als bist a Malach, a kleiner Malach, als du haltst aus von mir und von den Kindern. Wie viel Mal tun sie dir Anzores? Ich wär einmal beis. Nu, ich höre etwas a Klolle von dir, wie andere bei die Weiber. Und Boscher, du hast a Sach Naches von mir. Du und die Kinder gehen nackt und Boves. Zu was teug ich? Nicht zu Kiddisch, nicht zu Havdolle. Ich kenn a viele nicht recht, kann's mir singen. Bis fort a guter Tate und a guter Mann halt sich an bei Erike. Als a Jahr auf mir und auf Kol Yisrael. Ich soll mir nur Eltern zusammen mit dir, Rebbeinu Shalom. Und das Paar Volk guckt sich in die Augen herein. A so gut, a so warm. Und a so mit dem ganzen Herz. Als es dacht sich, sie seien erst von unter der Kuppe heraus. Es wird noch freilicher beim Tisch. Nur noch ein Schlaf geht Chaim in kleinem Schilachel rein, Herren teuer. Dort lernt er Melamed mit dem Prosten Eulem Alschach. Es ist heiß, die Pennemel seien noch verschlafen. Einer hat noch ein Drimmel, der zweite lässt er raus ein Heuchen Genetz. Nur raten, wenn es kommt zum rechten Ort, man schmust von jener Welt, von Gehennem, wo man schmeißt ihre Scheue mit eisernen Ritter, von richtigen Ganeden, wie die Tzadikim sitzen in goldene Krönen und lernen teure. Dämmelt werden alle aufgelebt, die Meiler offen, die Pennemer reut, man hört sich ein und an Atem, was es wird sein, auf jener Welt. Chaim steht gewöhnlich beim Oven. Er hat Tränen in die Augen. Es zittern ihm Hand und Fies. Er ist im Ganzen auf jener Welt. Er leidet zusammen mit ihrer Scheuem, bohrt sich in heißer Smolle. Er wird geworfen, Kaffeekolle, kläubt Spänner und wisst der Wälder, als lebt er durch. Und es bedeckt ihm der kalte Schweiß. Für das hat er später nachher gleich mit allen Tzadikim. Das lichtige Ganeden, die Malochim, der Leviosen, der Scherabo und alle gute Sachen stellen sich ihm vor, so lebendig und so beulet, als wenn der Melamed endigt, geht der Kuschen vermacht im Sefer, chabt er sich euch wie von einer Cholle, Tage wie von jener Welt. Oh, chabt er schwer dem Atem, was er hat eingehalten bei der ganzen Zeit. Rebbeinu Shalom. Chotsch a Stickel, Chotsch a Pitzel, Chotsch a Brocken, you Eulem habe, für mir, für mein Weib und für alle meine Kinderlach. Und dämmelt wird er treurig. Er fragt sich, nicht stehens gesagt, von was? Von was? Einmal ist er noch im Lernen zugegangen zum Melamed. Rebbe, sagt er, und sein Kohl zittert. Gib mir ein Eize, ich soll solche sein zu haben, Eulem habe. Lern mein Kind teure, Herr der Ratschuwe. Ich kann nicht.
lernen Mishnayos, ein Yankev, Chotsch Perek. Ich kann nicht. Sagt Tilem. Ich kann nicht kein sein. Daven ernst. Verstehe nicht, was ich daven. Der Lamed guckt ihn an mit Rachmanis. Was bist du, fragt er. Was trägt er? Nu, sei mir schamisch Talmidei Chachamim. Was heißt? Trag le Moschel alle Nacht in Beis Medrash rein, a paar Kannen Wasser, die Lomdim sollen haben zu trinken. Chaim wird erfreut. Rebbe, hat weiter gefragt, und mein Weib? Als der Mann sitzt auf der Stuhl in Gan Eden, ist das Weib sein Fußbänkerle. Als Chaim ist heimgekommen und Havdolle machen, ist Chane gesessen und gesagt, Gott von Avraham. Als hat sie der sehen, hat ihm etwas angehabt beim Herzen. Nein, Chane fällt zu ihr. Ich will nicht, du sollst sein, mein Fußbänkerle. Ich will mich herabbeugen zu dir. Ich will dich aufheben und setzen dich neben mir. Wir wollen zusammen sitzen auf ein Stuhl wie ein Kind. Es ist uns so gut zusammen. Herrst, Chane, du musst sitzen mit mir auf ein Stuhl. Der rabbinische Leulam wird müssen verstehen. Kinderlach. Geht nur a Tracht. Auf eine Minute. Chaim ist ein Träger. Von dem niedrigsten Klasse, der niedrigste, ja? Er darf sein, zu was teuger? Zu sein Starkheit. Peretz darf uns erfüllen, nicht schildern, kein Bild. Chaim ist ein Träger. Der Lehner versteht. Es macht nicht aus, sie hat bräune Haar, sie blonde Haar, blaue Augen, grüne Augen, schwarze Augen. Der Mensch ist nicht kein Mensch. Und zu Bislach, was sehen wir? Chaim ist ein Träger. Und als geht unter sein Last, sieht man ihm im Ganzen nicht. Man sieht die Füße und man hört sein Atmen. Das ist eine unmenschliche Sache. Ja, sie ist wie ein Monster. Ein Kasten geht und atmet. Und zu Bislach gibt ihm Peretz seine Menschlichkeit. Wer soll? Was tut Peretz? Was tut Chaim, wenn hat seine etliche Groschen verdient? Geht in Schenk? Nein, läuft in eine Häufe rein. In Wasserheu? In sein Häufe, wo wohnt. Und Peretz darf uns wieder keine Sache nicht schildern. Wo wohnen sie? Im Beudemstub. Wer wohnt im Beudemstub oder im Keller? Die Armste. Er muss uns gar nicht sagen. Er hebt auf seinen Kopf so hoch, als das Fenster ist unter dem Dach. Und es beweist sich sein Weib Chane. Noch einmal, nicht kein Sache, wir wissen nicht, sie hat heute blonde, schwarze Haar, die Augen, wie groß, wie klein, es macht nicht aus. Sie trägt ein Chippig auf den Kopf, eine frumme Jidene, eine frumme Freude. Und wie reden sie zu sich? Sie reden zu sich, einer mit dem Zweiten, mit so viel Liebschaft und der Herz, was man wollte es nicht erwarten, richtig? Sie sagt, gewähnt ein bisschen eine Überraschung. Weil
Sie müssen sein, also, sie müssen sein Prost. Keine Edelkeit kann nicht sein. Nicht richtig. Die Edelkeit, die Liebe zwischen Mann und Weib und sein Sorg für ihr und für die Kinder, wegen was schmusen sie? Sie schmusen wegen was sie dürfen haben auf Schabbos. Er fragt wegen die Kinder und wir wissen, also es ist dort krank Kind und er fragt sich nach ihm und die Tochter ist bei ihr Nähterin, verwirrt, weil sie lernen sich ein Fach. Sie lernen sich nicht in Cheder. Nicht viel in Mädelschen Cheder. Und Jossel, das Ingerle, ist in Cheder. Traditionelle Jiden, gute Jiden. Und sie sorgen sich wegen Schabbos, was sie dürfen haben auf Schabbos. Und Channe ist ein Berge Nifle. Nicht nur ist sie zugewohnt zu haben das Geld in der Luft, was der Mann warf darauf, nur von gar nicht. Da fällt ihr Mehl, da fällt ihr Rehe, da fällt ihr Salz, da fällt ihr Schmalz. Macht sie eine Kugel, was zugeht in alle Ebenen. Ja? Und Mann und Weib haben sich lieb. Chaim geht Herrenteure. Herrenteure, nicht Lernenteure. Und wo geht er? In einer Schilachel von Balmeloches, ja? Und wer lernt mit sie? Amalamed. Und was lernt er? Was lernt er mit sie? Lernt er sie teure? Nein. Er lernt sie nicht teure. Er lernt sie, aber glaube nicht. Er lernt sie wegen Ganeden und wegen Gehennem. Was in der Teure ist es nicht da. Das lernt man dem Pascheten Volk. Wie er soll, sie dürfen sich aufführen richtig. Und als sie wollen tun, so und so und so, öfter wollen sie verdienen Eulam haben. Öfter. Und Chaim hat schrecklich Meure. Chaim hat schrecklich Meure. Weil Leute der Gesellschaft hat er nicht von was zu verdienen Eulam haben. Er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Tate. Er ist ein ehrlicher Mensch. Er trinkt nicht. Er schluckt nicht die Weib. Er schluckt nicht die Kinder. Sie schicken das Ingerle in Cheders. Die Tochter lernt Männerfach. Als was ist der Wert? Tun sie. Und dazu seien sie gute Menschen. Für was hat er Meure? Für was hat er Meure? Was sagt ihm der Melamed? Wie kann er verdienen, Eulam habe? Tun alle die Sachen, darf was er kennt nicht. Und das, was er sagt, guter Mensch, das rechnet sich nicht. Aber der Melamed gefindt Chotsch ein neues Weg. Soll er mischamisch sein Talmide gekommen, ja? Er soll sie servieren. Chaim sieht das nicht wie eine Beleidigung. Er freut sich. Er freut sich, weil er hat gefunden an Eufen. Er wird kennen, haben Eulam haben. Ist das genug für ihn? Nein. Es ist nicht. Weil er darf euch haben, Eulam haben, für sein Weib und die Kinderlach. Das ist sein Leben, das ist seine Sprache, das ist sein ganzes Leben. Und was entfällt ihm der Melamed? Nicht kein Problem. Sorg sich nicht. Ob du wirst haben Eulam haben, wird dein Weib sein auf dein Fiesbänkele.
Schon gelöst im Problem. Chaim kommt daheim. Und was sagt er? Er sieht sein Geliebte. Und was tut sie? Sie sagt Gott von der Frau. Chane kennt Menschenlicht. Chane kann sagen Gott von der Frau. Chane kennt das, was eine jüdische Frau darf kennen. Lehippach Chaim, was kenne ich das, was ein jüdischer Mann darf kennen. Und guckt sie an und weiß, sieht gleich, wie ungerecht es ist. Die Unrecht von dem, als sie soll sein Fußbänkele, die Mama von seinen Kindern, die Frau, was tut alles, was jüdische Frauen dürfen tun, und sie kennen es. Sie wird sein Fußbänkele? Loi mit ein Aleph. Nicht bei ihm. Nicht bei ihm. Wird es nicht erlassen. Wird ihr aufheben. Und sie werden sitzen zusammen wie zwei verliebte Menschen, was seinen gleich. Und der Eberste wird müssen bestehen. Die Hose von dem Prosten Jid, ruhig zu sagen die Wörter, so äußerst gewöhnlich. Äußerst gewöhnlich. Ist nicht Levi Yitzchak Berditschewer, was hat gerufen Gott zu den Teure. Ist Chaim der Träger. Wie wagt er? Hat gewagt, weil ist ein guter Mensch und hat verstanden die Unrecht von dem, als die Frau soll sein, auf Fußbänkele in Gan Eden. Ich will euch losen mit dem, weil wir können noch eine Sache reden, speziell wegen dem Stil von Peretzes Sprach und Schreiben, wie soll entwickelt für uns von einem Monster, als einem edlen, poscheten Menschen, was hat als eine innerliche Starkheit, was nimmt sich an die Kräfte von seinem Weib gegen den rabbinischen Leulam. Ist das, wenn wir losen auf ein zweites Mal. Und wir wollen lernen noch Erzählungen zusammen.